Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play auf dem Kanal. Nachdem ich ein Jahr lang nur Videos geschaut habe von anderen YouTubern und kommentiert habe, ist es jetzt endlich soweit. Ja, mein erstes Let's Play wird sein Civilization 5. Und nicht wie die meisten YouTuber, die einfach nur angefangen haben und es dann nicht beendet haben, werde ich das beenden auch. Anfangen und beenden und regelmäßig Folgen hochladen. In welcher Zeitabstand weiss ich noch nicht, aber das sehen wir dann noch. Ja, klicken zum Fortfahren. Die Musik ist ein bisschen laut, ich stelle es noch ein bisschen runter. Wartet schnell. So. Okay, wir machen natürlich ein Einzelspielerspiel. Dann Spielsetup. Welches Volk werden wir zum Sieg führen? Ja, ich glaube, ich nehme die Inkas. Soviel ich weiß, hat das noch kein Let's Player gemacht. Bin ich der Erste. Ist auch gut. Dann machen wir mal einen Kontinent. Ja, riesig. Ja. Prinz, ja. Spiel starten. Oh, ihr, der ihr die Welt neu erschafft, eure treuen Untertanen grüßen euch, König Pachacutec. Ihr herrscht über das Volk der Inka. Die Inka bewiesen bereits in ihren Anfängen im kleinen Staat Cusco ihr Potenzial, zogen gegen ihre zahlreichen Feinde in den Krieg, zerschmetterten deren Armeen und errichteten ein mächtiges Reich, das sich von Ecuador bis Chile erstreckte. Es war sogar das größte Reich im präkolumbischen Amerika. Euer Volk bestand nicht nur aus Soldaten, es befanden sich auch großartige Architekten und Künstler darunter. Und die Überreste ihrer Arbeit inspirieren die Welt bis heute und erfüllen sie mit Ehrfurcht. O König Pachacutec, der die Erde erzittern lässt, werdet ihr erneut den Boden selbst beschwören, um euch im Kampf zur Seite zu stehen. Eure Armeen warten auf euer Signal. Werdet ihr den Ruhm eures Reiches wiederherstellen? Könnt ihr eine Zivilisation errichten, die die Zeit überdauern wird? Klar können wir das. Beginnt eure Reise. So. Ja, wo sind wir da? So einer Waldregion. Füchs oder Pilz. Dann was haben wir? Marmor. Stein. Okay. Gehen wir mal da ein bisschen Auskundschaft. Okay. Stadtgründe. Wir hätten jetzt eigentlich da sollen gründen, aber ist egal. Bauen wir ein Monument. Bei der Technologie gehen wir mal auf Tierzucht. Können wir gerade ein bisschen Pilz. Ah, nein, das ist noch nicht Pilz, sorry. Aber Tierzucht ist auch mal gut für später dann. Ja, wie werde ich auf Sieg spielen? Es gibt einen Kultursieg. Einfach, ja, kann man sich zum Weltvorsitzenden wählen lassen. Dann eben, man kann die ganze Welt erobern. Und ja, was gibt es noch alles? Wir sehen es dann. Ich spiele mal einfach ein bisschen drauf los. Aber wahrscheinlich werde ich recht viel mit Militär machen. So, gehen wir weiter, gehen wir Auskundschaften. Wir sind an einem Fluss mitten im Wald, okay. Ah, okay. Wir treffen gerade, wo unsere erste Stadt steht. Noch keine Ahnung, wer es ist. Es könnte Genf sein, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben die Edelsteine. Das ist auch so eine Luxusressource wie Marmor, wo die Bevölkerung kann zufriedener stimmen. Ja, und ein bisschen Cash gibt es natürlich auch noch. Ah, die Stadt ist gewachsen, super.
Produktion wählen. Ich glaube, ich nehme mal einen Bautrupp. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Recht hat er. Wer es immer mal gesagt hat. Bibel. Ah, okay. Die erste Ruine haben wir entdeckt. Alte Ruinen bergen Geheimnisse. Ja, danke. Okay. Eben, sie bergen Geheimnis. Dann, was wollen wir da mal machen? Fallen stellen, sicher. Brauchen wir. Wir müssen Pelz haben. Nächste Runde. Ruinen. Gratis Technologie, Bergbau. Yeah. Weiter forschen. So. Ja. Forschen, erkunden. Bla. Ja, wir können unsere erste Politik einführen. So. Gehen wir auf Unabhängigkeit. Tradition. Ich glaube, wir gehen auf Tradition. Zuerst haben wir ein kleines Reich, oder? Ich habe nicht vorgehen, wieder eine Stadt zu gründen. Bis wir unsere Zufriedenheit nicht im Griff haben. Ich schnüre die ganze Zeit, fällt mir gerade auf. Bis wir unsere Zufriedenheit gut im Griff haben. So ist es. Ja. Es ist immer so, wenn man etwas aufnimmt, dann ist man ein bisschen neben der Spur. Ja, gut. Das ist die zweite Ruine. Da können wir noch nichts machen im Moment. Ah, wir können schon wieder Politik führen. Was wollen wir machen? Ich glaube, ich mache mal das. Dann werden die Städte schneller grösser. Aber das habt ihr ja können lesen, also. Ah! Grob gezeichnete Karte von der Umgebung. Super, super. Sehen jetzt da ist ein bisschen, ja, mehr erforscht worden. Ich glaube, unsere nächste Stadt werden wir da oder da gründen, weil da haben wir ja Rösser, Steine in der Nähe, Schaf und das blödes Barbarenlager. Wo wir gleich werden angegriffen, habe ich das Gefühl. So, als erster Bautrupp machen wir da ja, Pelz. Und da machen wir noch einen Krieger fürs Barbarenlager zum Zerstören. Ja. So, der erste Kampf in meinem Let's Play. Ja, so mittelmäßig spannend. Ist es gerade gewesen, wir haben nicht mal gewinnen. Komm schon, komm schon. Nein. Ja. Wir haben verloren. So habe ich gerade den ersten noch gemacht. Dann können wir mit dem es vielleicht schaffen. Okay, die beschäftigsten Völker der Welt. Wir sind so in der Mitte. Ziemlich genau. Selbst wilde Bestien und Wandervögel geraten nicht zweimal in dieselbe Falle oder dasselbe Netz. Entschuldigung schnell. Genau. Also, jetzt können wir Fallen stellen. Ja, Fallen stellen. Jagdlager errichten. Sicher machen wir das. Was ist jetzt? Oh. Ich bin gerade etwas angekommen. Wartet schnell. Schon gemeint, wieder ein Absturz, aber nur das Bild, ja. Einfach umgeschaltet auf Fernsehen. Ja, was will man machen? Dann... Nee. So. Einfach eins von beiden. Egal was. Plus 1 Gold. Okay. Ich habe ein bisschen mehr Gold über. Ist auch nicht schlecht.
Ah, okay. Der neue Krieger. So, geht dafür. Zu dem scheiß Barbarenlager da, um es kaputt zu machen. Und dann schlage ich vor, wir bauen uns Späher. Und schon wieder können wir Politik einführen. Ich glaube das. Da können wir, ja, eben stationierte Einheiten kosten keinen Unterhalt in der Stadt. Kostet keinen Unterhalt. Und Städte mit einer Garnison erhalten 100% mehr Fernangriffsstärke. Ja, eben, wenn so jetzt ein Barbar da wird stehen, könnte man so Pfeile rausschiessen, die dann dem Schaden zufügen. Aha, da sind wir fertig. Ja, dann gehen wir mal zum Steinbruch. Ah, okay, Steinmetzkunst. Okay. Steinmetzkunst. Dann bauen wir da mal einen Bauernhof. Können wir immer brauchen. Das ist nützlich für das Wachstum von der Stadt. Ah, und schau, seht ihr schon. Wieder so ein Barbarentrupp da. Ja, ich glaube, mit denen erkunden wir einfach mal ein bisschen. Die führen. Was bauen wir da? Kriegen. Ja, ihr seht schon, ich gehe sehr auf Militär im Moment. Unser Kontinent scheint nicht so gross zu sein gegen oben. Der komische Stadtstaat, den wir da haben. Ja, nächste Runde machen wir entscheidenden Sieg. Städte können Belagerer bombardieren. Ah, da hören das. Danke. So. Könnt ihr... Ja, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht können sie unsere Leute gerade schnäbeln, aber... 2 Runden haben wir schon unsere ersten Kriege, von dem her ist es nicht so schlimm. Könnten wir es wieder zurückholen. Und jetzt gewinnen wir endlich mal und vernichten das blöde Barbarenlager da. Das brauchen wir nicht. Super, wir haben 16 Gold erhalten. Yeah. Gut, die gehen in die Stadt rein. Die haben aufgehört zu bauen, weil... Ja... weil sie im Einflussradius von den Barbaren sind da. Dort hinein ging Hektor, der Göttliche, und in der rechten trug er den Speer. 11 Ellen an Länge und vorn an dem Schafte blinkte die bronzene Schärf, umlegt mit goldenem Ringe. Okay, ja, wir haben jetzt Bronzeverarbeitung erforscht. Jetzt können wir Speerkämpfer bauen, Kasernen, der Koloss, das ist eines der ersten Wunder, die wir bauen können. Da sehen wir, was es uns bringt, eigentlich Kultur, ein bisschen Gold und grosse Händlerpunkte. Ja. Und wie verwundern, dass ich es bräuchte, sehen wir noch nicht, aber ja, machen wir dann auch gleich. So, gang weg. Und du gehst in die Stadt rein, dann könnte es nämlich nicht so leicht geschnäbelt werden. Und ich habe jetzt eigentlich noch nie gesehen, einen Barbar, der eine Stadt einfach angreift und vernichtet. Und vorstellen wir jetzt mal Steinmetzkunst. Dann können wir endlich die Steine vollkommen abbauen. Ist immer nützlich. Okay. Der erste Part wäre fertig von meinem Let's Play Civilization 5. Ja, wir sehen uns gleich beim nächsten Part. Und ich wünsche euch einen schönen Peace zusammen.